tanzt ein Biber-Butzemann in unserem Haus herum wie die Bum. Es tanzt ein Biber-Butzemann in unserem Haus herum. Ah, da sind Sie ja. Prima, kommen Sie nur. Das ist das neue Mädchen, das ich euch gestern davon erzählt habe. Sie heisst Oksana. Wird bald 6 Jahre alt und kommt aus Russland. Heute ist sie mit ihrer Mami hierher gekommen. Hallo Kinder, guten Tag. Ab heute ist Oksana bei uns in unserer Gruppe. Ja und, was sagen wir da? Hallo. 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 Sitzen Sie zu uns. Die Oksana geht ins Ballett. Sie kann noch nicht sehr gut Deutsch, aber sie wird sich ganz sicher bei uns schnell eingewöhnen und dabei werden wir ihr helfen. Laura, sie wohnt bei dir im Haus nebendran. Da kannst du dich ein bisschen um sie kümmern, gell? Was meinst du? Ich? Ja, natürlich. Klar kann ich das. Wollen wir die Oksana mit unserem Lied begrüßen? Es tanzt ein Biber-Butzemann in unserem Haus herum wie die Bum. Es tanzt ein Biber-Butzemann. Und Frau Heberli hat gesagt, ich soll mich um sie kümmern. Und das will ich auch machen, Papi. Das ist schön. Vorsicht, Laura. Und sie kann nämlich noch nicht so gut Deutsch, weißt du? Ja, das wird sie sicher sehr schnell lernen. Da bin ich mir eigentlich ganz sicher. Ah, jetzt erinnere ich mich. Letztes Jahr habe ich einen Zügelwagen gesehen. Dort sind sie dann eingezogen. Ja, und sie heisst Oksana. Ein schöner Name. Weißt du was? Eine Kollegin von mir kann ein bisschen Russisch. Von der habe ich ein paar Wörter gelernt. Spasiba zum Beispiel, das heisst Danke. Und Хорошо, das heisst gut. Das ist doch ganz leicht, Laura. Spasiba, Хорошо. Ist das eine mit dem Rostschwanz? Die ist gerade unten im Hof. Aber nur schnell, wir gehen gerade in die Stadt. Ja. Spasiba, Хорошо. Spasiba, Хорошо. Toll. Machst du richtig Ballett? Aha. Spasiba. Ja, das Wort kenne ich. Ich kann nämlich auch Russisch. Ich kann schon sagen Spasiba und Хорошо. Und ich bringe dir Deutsch bei. Dass wir richtig zusammen spielen können. Das ist der Harry und seine Freunde. Denen gehst du lieber aus dem Weg. Weißt du, die 3 sind nämlich furchtbare Angeber. Angeber? Laura, wir müssen gehen. Oh, schade. Ich muss jetzt leider gehen, aber morgen sehen wir uns wieder. Also bis dann. Tschüss. Und sie kann noch nicht so viel Deutsch. Das muss doch ganz furchtbar sein. Ich meine, wenn man nichts versteht und selber nichts sagen kann, findest du nicht auch? Aber jetzt bin ich ja da und helfe ihr. Also, eine gute Nacht, lieber Stern. Spasiba, Хорошо. Das ist Russisch und heisst Danke und gut. Oh, ich habe vergessen. Hey, hallo Laura, wartest du auf mich? Ja, du bist ja gestern nicht da gewesen. Darum weisst du es noch gar nicht. Ja, ich war bei meiner Oma. Aber du kennst das neue Mädchen noch nicht. Die Oksana. Schau, was mir Tomi geschenkt hat. Schön. Schau, da kommt sie. Hallo, Oksana. Hallo. So, schon bald feiern wir das Kindergartenfest. Da wollen wir doch einen Basar machen und unsere selber backenen Gutzli verkaufen. Ja, Gutzli backen. Gutzli backen. Komm, liebe Oksana, wir wollen Gutzli backen. Gutzli? Richtig. Und ich? Wann soll ich denn sitzen? Schau, da ist frei. Da sitze ich aber nie. Ich sitze immer da mit dir zusammen. Für heute, ja. Also ausnahmsweise mal. Ich muss mich doch um die Oksana kümmern. Ja gut, aber nur heute. Hey Sophie, was machst du denn? Frau Heberli, dürfen wir auch Buchstaben machen? Mhm. Ich mache ein L wie Laura. Und du machst ein O. O wie Oksana. Und ich mache ein S. Schau mal, Frau Heberli, was die Oksana und ich gemacht haben. Sehr schön. Heute am 3 im Hof, gell? 3. Was? Hä? Heute haben wir doch abgemacht. Wir haben doch abgemacht, dass ich zu dir komme, am Dienstag. Und heute ist Dienstag. Klar, dass du kommst, Sophie. Aber die Oksana darf doch auch dabei sein, oder? Oh, das ist ja toll. Toll? Schau mal. Oh,
schau so. Okay, ich probiere es. Nochmal schauen. Hallo Sophie, möchtest du auch mal Ballett ausprobieren? Schau doch einmal, Oksana, kannst du das beibringen? Nein, ich finde Ballett doof. Was? Du hast doch gesagt, im nächsten Jahr da möchtest du Ballettunterricht nehmen. Aber jetzt wollte ich nicht mehr. Ich habe gemeint, mit dir zusammen spielen. Ja gut, wir machen Fangis. Ich und du, Müllers Kuh. Oder willst du abzählen? Kann ich nicht. Doch, probier's mal. Es ist ganz einfach. Ich und du, Müllers Kuh, Müllers Esel, das bist du. Ich und du, Müllers Kuh, Müllers Kuh, Müllers Esel. Müllers Esel, das bist du. Genau, Sophie ist dran. Gut gemacht. Nein, sie hat falsch abgezählt. Hat sie nicht. Mal, nochmal. Ich fange. Ich kann nicht. Ich habe dich. Jetzt fange ich dich. Ich mag nicht mehr. Jetzt spielen wir mal etwas anderes. Ja gut, und was wollen wir spielen? Versteckis. Ich und du, Müllers Kuh. Müllers Esel, das bist du. Du. Okay, du musst suchen, Sophie. Gut, ich zähle bis 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Da findet sie uns nie. 9, 10. 10, ich komme. Das finde ich doof. Was ist das? Spielt doch allein. Ich gehe wieder heim. Ja, aber... Oh nein, meine Haarspange. Ich habe sie verloren. Die finden wir sicher wieder. Es ist ein Sommervogel, ziemlich klein. Vielleicht hast du es auf dem Weg verloren. Bei euch im Stegenhaus, meine ich. Das solltest du auch noch schauen. Du willst mich doch nur abhaben. Du kannst mir es ruhig sagen. Nein, das stimmt nicht. Doch, das ist wahr. Sophie, warte doch. Ich wollte sie gar nicht loshaben. Tschüss, Laura. Tschüss, bis morgen. Du weisst es doch, lieber Stern. Ich sollte mich um die Oksana kümmern. Das habe ich der Frau Heberli im Kindergarten versprochen. Und vielleicht habe ich Sophie dabei ein bisschen vergessen. Und jetzt ist sie sicher fest traurig. Nicht brieken, Sophie. Du sollst jetzt endlich schlafen, Laura. Also noch 10 Minuten und dann träumst du in deinem Bett wieder, gell? Gute Nacht. Bist du noch da, lieber Stern? Kannst du mir nicht sagen, was ich machen soll? Die Haarspange, der Sommervogel. Ich bin gerade wieder da. Ehrenwort, ich muss nur der Sophie ihre Haarspange suchen. Wir waren überall, haben überall gesucht. Vielen Dank, lieber Stern. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, Sophie. Rate mal, was ich in der Hand habe. Die habe ich gestern Abend extra für dich noch gesucht. Wirklich? Ja, stundenlang. Weil du meine allerbeste Freundin bist. Wo war sie? Danke im Sandkasten. Danke, Laura. Bitte, gern geschehen. Oh, Haarspange. Ich habe auch
noch etwas? Oksana, was ist denn das? Blindige. Mama gebacken. Oh toll, echte ausländische Küchli. Spasiba, Carachot. Das feiern wir. Die Haarspangen und dass wir wieder zusammen Frieden haben. Die verstecken wir jetzt und machen nachher im Garten ein Picknick. Nur mit 3. 3. Ja, genau. Die sind so gut und die sind so fein.